Und somit herzlich willkommen zurück bei The Outer Worlds. Wir werden uns nun mit unserer Begleitung hineinbegeben zum Dr. Ficker Max, also zum maximalen Ficker. Der fickt wie der maximale Ficker. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Parvati wollte mit dir reden, darüber, warum Reed uns gebeten hat. Woher wusstest du, dass ich eine Fremde bin? Was für eine Art spirituelle Hilfe bietest du hier an? Mir ist gerade noch etwas anderes eingefallen, das ich erledigen muss. Fangen wir mal da an. Woher wusstest du, dass ich eine Fremde bin? Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precisely common hereabouts. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here. Except for Ms. Holcomb, who for some reason doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. Vielleicht liegt es daran, dass du so abfällig bist. Ziemlich unangemessen für einen Vikar, oder liege ich da falsch? Es überrascht mich ein wenig, dass du so abfällig über deine Gemeindemitglieder redest. Zurück zum Thema. Es überrascht mich ein wenig, dass du so abfällig über deine Gemeindemitglieder redest. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Ist es nicht deine Aufgabe, genau dieses Bewusstsein zu schärfen? Das muss hart sein. Klingt, als wärst du furchtbar in deinem Job, Ficker. Mach mal das. No, I am not. Though there is something to your accusation. It is wrong for me to succumb to distress. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Parvati wollte mit dir reden darüber, warum Reed uns gebeten hat. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Das Geothermiekraftwerk zu reparieren, Adelaids Deserteuren den Strom abzuschalten. Wir sollen den Deserteuren den Strom abschneiden. Hast du vielleicht eine schnelle Antwort parat? Wir sind ein wenig in Eile. Das Dialogsystem gefällt mir jetzt schon. Da ist da, das Geothermiekraftwerk zu reparieren. That seems well within your expertise. The way we do it's by cutting off power to the others. The ones who left. Adelaide McDevitt's encampment. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Also, was rätst du mir? Was hältst du von Adelaids Truppe, Ficar? Okay, super. Können wir zum Ende kommen? Was hältst du von Adelaids Truppe, Ficar? They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Ah, scheiße. Intelligenz, das ist gesperrt. Das hängt davon ab, wie gut der Anführer der Versorgung außerhalb der Mauern sicherstellen kann. Okay, also, was rätst du mir? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Ist das überhaupt möglich?
Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Und woran liegt das? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Eine ansehnliche Summe, sagst du? Red nur weiter. Wieso ist ein Vikar hinter einem verbotenen Ketzerbuch her? Ich nehme an, du willst es verbrennen, sobald du es in den Händen hältst. Machen wir mal... Hinterfragen wir mal. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Das ist so ein geiles Luder. Mir scheint eher, warte mal, ein überzeugendes Argument. Mir scheint eher, dass es von Interesse für die Obrigkeiten wäre, dass du hinter diesem verbotenen Text her bist. Ich muss erst ein wenig mehr über dieses Buch wissen, bevor ich mich dazu bereit erkläre. Vielleicht hole ich dein Buch und verkaufe es an jemand anderen. Das gefällt mir gerade. Mir gefällt 2 und 4. Mir scheint eher, dass es von Interesse für die Obrigkeiten wäre, dass du hinter diesem verbotenen Text her bist. On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. Naja, ein überzeugendes Argument. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Ich werde nach dem Buch sehen. Ich muss erst machen wir das. Ich werde nach dem Buch suchen. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ja, das gefreut mich. Du großer Ficker, du, wenn ich dich da wieder sehe. Ich begrüße Pavati. Was ist los mit dir, du alte Watschen? So, was ist da? Yep, be right over. Ah. Warte mal. Haben wir schon Level? Haben wir schon Level? Nö. Da müssen wir... Na, wo ist das Tagebuch? Da. Volle Energie. Na, das bebilderte Handbuch, das will ich. Abgeschlossen haben wir noch. Verpackt. Durchsuche das Domizil des Sammlers. Ja, da möchte ich hin. Ja, das ist so... Die Musik ist so genial aus Dings mit übernommen von Fallout New Vegas. Geil. Saltuna Cannery. The only source of protein a busy worker needs. Ja, Proteine könnt ihr auch wieder brauchen. Na hör mir auf, jetzt im Urlaub habe ich zugleich und zugenommen. Naja. Aufgeladene Angriffe mit Nahkampfwaffen verursachen deutlich mehr Schaden. Na wirklich? Jetzt muss ich mit meiner reinkommen. Das spielt so über Wochen nicht mehr gespielt. Oder knapp 14 Tage, ich weiß es nicht mehr. Nein, es ist schon länger her. Jetzt im Urlaub habe ich es gar nicht gespielt. Hui! War schön, ha? Gut, schauen wir gleich mal, wo ist dieses wunderschöne Gebäude da? Da. Ach schön, das hat ja überhaupt keinen Fallout-Einfluss, ha? Landeplatz von Edgewater entdeckt. Oh Gott. Aha.
Achso, das ist, okay. Möterheuler. Möter-Mischling. Ah, so kannst du Waffen tauschen, ist auch gut, ja. Don't mess with us. Was? Don't Messias? Na bitte gar schön. Möterschädelfinne. Mei sind die lieb. Was dann, wenn mich die erinnern? Kennst du zufällig den Film Tremors im Land der Raketenwürmer? Schaut fast danach aus, gell? Aber ich rede jetzt, glaube ich, war's der zweite oder was der dritte? Aber die anderen waren nicht scheiße. Aber die ersten drei waren nicht geil. Damit die Arschknaller. So ungefähr schaut das aus. Möterfleisch. Ein Brocken tropfendes Fleisch eines Möters. 4 von 5 Ärzten raten davon ab, diesen rohen, blutigen Fleischklumpen zu essen. Selbst wenn man die Metallsplitter darin vorher entfernt hat. Der 5. Arzt starb kurz nach dem Verzehr. Daher kennen wir seine Meinung nicht. Au. Ich bin kein Freund von so einem Humor. Überhaupt nicht. Okay, die vertragt nur 9 Kugeln im Dings drinnen. Okay, im Lau. Was ist denn da? Pterorochen. Incoming! Nice one! Au! So, komm her da. Everyone alright? Mädel, du gefällst mir immer mehr. Ehrlich, wenn ich schon zu blöd bin, checkst es wenigstens du die Lage. Können wir da ein bisschen schneller gehen, ja, oder? Ja. Überladen bin ich ja noch nicht. Ach so, sie war verletzt. Drum, okay, sie hält sich jetzt selber. Sehr geil. Was ist denn da unten? Plünderer-Anführer. Können wir mit dir reden oder bringt uns das jetzt in Teufelsküche? Here they come! Nö. Au! Ach du Scheiße, wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Toll! Sorry, aber Sterben gehört für mich in die Spiele irgendwie dazu, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Na komm. Tante Cleo. Na ja, gut. Wenn du dir die Tante Cleo so anschaust, das erinnert mich so an die Renaissance-Zeiten, wo es die Haare so wie ein Hornissennest so in die Hecht gestellt haben. Da, Alter. Toll, Kenny, du bist der Beste. Ein gefallener Begleiter steht am Ende des Kampfes wieder auf, es sei denn, du spielst auf Albtraum-Schwierigkeitsgrad. Na bitte nicht. Mir reicht der Überlebensmodus schon, oder der Überlebensmodus schon in Fallout New Vegas. Ist der schon gerade ein Scheiß schwer? Was ist denn da drinnen? Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Oh! Bitmodul. Was ist da? Mac Dietrich, okay. Nikopet. Irgendein Gebräu.
Tartarus-Soße. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Plain Pure Water, dehydrierte Wassertabletten, Terra gebratene Spratwurst. Okay. Ah. Hallo. Das Scheißhaus der Zukunft. Okay. Ja. Kannst scheißen, gell, bevor wir weitergehen. Naja. Ah, jetzt wird gespeichert. Sehr gut. Muss ich selber wieder speichern. Egal, wir werden das Ganze jetzt wieder ein bisschen beschleunigen. Aber was es cool wäre, eine neue Waffen. Ich bin eigentlich auch ein Trottel. Ich habe ja in der Level-Auswahl bin ich auf die kleinen Waffen gegangen. Bitmodul. Tripklinge. Aha. Au! Nein, braucht man nicht. Braucht man nicht. Wer bist du? Tripklinge, das... Ich bin mir gar nicht sicher. Müssen wir mal schauen später, ob wir das irgendwo verkaufen können. Weil wenn das Spiel schon so ähnlich für Fallout New Vegas ist, dann müsste es ja rein theoretisch möglich sein, Gegenstände zu verkaufen. Au! Was war das jetzt? Aha. Wett's mal anders. Okay, was ist da drinnen? Rüstungsteile. Nehmen wir mit. Spacer's Jaw. Okay. Tarmac Cheese. Käse, immer gut. Untersuchen. Ethologische Aufzeichnungen. Fortpflanzungsgewohnheiten des Pterorochens. Kane van Acker, auf Terra 2, zugewiesener Ethologe im Auftrag von Spacer's Choice. In dieser Woche habe ich beschlossen, die Paarungsgewohnheiten des Pterorochens zu studieren. Die weiblichen Pterorochen verlassen morgens ihre Nistbereiche und kehren nachmittags mit zufällig erscheinenden Objekten zurück. Zumindest Dingen, die blinken oder glitzern. Mit diesen Objekten konstruieren sie Kunstwerke und führen eine Art Tanz für das männliche Publikum auf. Wenn ein Männchen mag, was es sieht, ziehen die beiden ab und nisten zusammen in einem der nahegelegenen Bäume. Geralt, falls du das hier liest, ich habe es satt, auf dich zu warten. Sammle meine Sachen ein und triff mich am nächsten Standort. Und verspäte dich nicht. Ich erwarte von meinen Assistenten Pünktlichkeit. Ja, das... Ah, so ein Luder, du. Später noch kommen, du. Der wird sich da gedacht haben, bevor ich noch zur Arbeit gehe, werde ich schnell den Masturbationsmotor einschalten. Was da die rechte Hand, gell? Was ist da? Beschädigter Roboterwachposten. Was, mit dir kann man reden? Wirklich? Ja, das muss... Tja. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Augenblick mal, ich weiß nicht so recht. Leg los. Yep, I see the problem. His navmod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the by. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Das Spiel ist so gut. Wow, hey, schuldest du mir nicht etwas für die Reparatur? Pavati, wieso hast du der Robotereinheit einen Namen gegeben? On account how I fixed him.
and he's Jeremy on account of his helmet. It's like Jeremy, the officer in True Romantic Tales of the Space Guard. Ist das eine Etherwellen-Serie oder so? Surely. I make a point to watch every Tuesday night. Be more careful out there, Jeremy. Ich bin ja nur so froh, dass ich habe mir damals nicht viel informiert über das Spiel. Ich gebe es offen und ehrlich gesagt zu. Ich habe nur gehört, Obsidian, Fallout ähnlich. Und dann haben wir gedacht, gut, Kenny informiert ihn nicht zu viel. Dann haben wir beim Krank die erste halbe Stunde angeschaut, oder die ersten 20 Minuten, und dann habe ich es schon wieder abgeschaltet. Ich habe mich dann bis dato nicht mehr über dieses Spiel informiert. Scheiße, bei mir kommt die Fallout-Sucht durch. Here we go. Ui, der ist gut, ha? RB. Ah! Was war denn jetzt bitte?